Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, heute Morgen um 10 Uhr kam die News raus, dass wir unseren Sponsoring-Vertrag mit Qatar Airways nicht verlängern werden. Und ich kann nur sagen, Halleluja. Obwohl, bezogen auf meinen Kanal ist es schlecht. Weil das wären ein paar explosive Videos auf jeden Fall geworden zur Jahreshauptversammlung. Wir haben ja schon das eine oder andere explosive Video zu dem Thema hier auf dem Kanal gehabt. Das Ganze aber bevor der Kanal so ein bisschen in den kleinen Hype kam. Wen es interessiert, ich verlinke euch das gerne mal. Es war rund um die WM in Katar und dann auch zu unserem Sponsoring, was da so teilweise in den verschiedenen Dokus zu sehen war. Ich persönlich begrüße das sehr und ja, ich verstehe auch alle Argumente, die da irgendwie kommen. Absolut null. Aber bevor wir da ein bisschen mehr reingehen, bedanke ich mich erstmal bei meinen Kanalmitgliedern hier oben. Ist noch nicht final. Ich muss da noch ein bisschen gucken, ob ich da vielleicht irgendwie so ein Laufband reinmache oder sowas. Ich weiß es noch nicht genau. Habe ich jetzt gerade nur eben auf Schneller gemacht. Und die andere Sache, ich muss mich entschuldigen, dass ich eben mal noch nicht die Kommentare beantwortet habe. Obwohl, wenn dieses Video rauskommt, kann es sein, dass ich die schon beantwortet habe vom letzten Video zu Transfer von Guerrero. Leute, ich habe einfach gerade aktuell wenig Zeit, aber sobald ich die Zeit habe, beantworte ich die Kommentare natürlich auch. Und dann natürlich auch wie immer zu diesem Video ganz genauso. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal rein in den Text. Ist jetzt nichts Wildes, ist einfach nur eine Erklärung, gemeinsame Erklärung FC Bayern München und Qatar Airways. Der FC Bayern München und Qatar Airways haben seit 2018 sehr erfolgreich zusammengearbeitet. In diesem Zeitraum gewann der FC Bayern die Champions League und Qatar Airways erhielt den Titel der besten Fluggesellschaft der Welt. Beide Seiten hat ein gemeinsames Verständnis von Qualität verbunden. Beide Seiten bringen Menschen zusammen. Der Vertrag zwischen dem FC Bayern und Qatar Airways endet einvernehmlich nach 5 gemeinsamen, sehr spannenden Jahren. Die Verbindung, die der FC Bayern durch Qatar Airways mit seinen Fans in der arabischen Welt knüpfen konnte, werden bleiben. Beide Partner haben aktiv einen Austausch zwischen den Kulturen gefördert. Es war immer das Ziel des FC Bayern und von Qatar Airways, Menschen durch Fußball zu verbinden, auch durch Frauenfußball. Durch vertrauensvollen, offenen Austausch sind Freundschaften entstanden, die weiter bestehen werden. Jan-Christian Dresen, unser Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München. Der FC Bayern München und Qatar Airways haben erfolgreich zusammengearbeitet und voneinander gelernt. Dafür möchte ich mich bei Akbar Al-Bakr, dem CEO von Qatar Airways, bedanken. Wir wünschen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Qatar Airways alles Gute für die Zukunft. Akbar Al-Bakr Group, CEO Qatar Airways. Es war über all die Jahre eine fruchtbare Zusammenarbeit. Der FC Bayern München ist ein großartiger Fußballclub, dessen Spiele wir mit Freude und Leidenschaft geschaut haben. Wir wünschen der Mannschaft für die Zukunft alles Gute. Ja. Also, das ist so ein 0815 Statement, warum man hier explizit dann noch erwähnen musste, also in dem Satz, es war immer das Ziel des FC Bayern von Qatar Airways, Menschen durch Fußball zu verbinden. Auch durch Frauenfußball. Warum man das extra so komisch herausheben muss, weiß ich nicht. Es sei auch dahingestellt, zum Glück ist dieses verkackte Sponsoring endlich weg. Ich habe mich in der letzten Zeit schon geschämt für dieses Sponsoring, sage ich euch ganz ehrlich. Habe ich aber auch schon damals zu Qatar WM kommuniziert. Ich habe da auch kommuniziert, dass wenn das Sponsoring verlängert worden wäre, wäre ich auf jeden Fall aus dem Verein ausgetreten. Hätte natürlich nichts damit zu tun gehabt, damit mein Fan sein oder sonst was, aber ich wäre auf jeden Fall aus dem Verein ausgetreten und die hätten auch nicht mehr einen Cent an irgendeinen Fanartikel an mir verdient. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Ich denke, die Gründe, die dafür sprechen, wir können das einfach unter Sportswashing abhaken. Ja, jeder, der sich damit auseinandersetzt, sollte wissen, was damit gemeint ist. Wer sich damit nicht auseinandersetzt, sollte das vielleicht einfach mal googeln und sich damit auseinandersetzen. Tiefer möchte ich jetzt hier in diesem Video gar nicht in diese Thematik eingehen. Wie gesagt, ich habe da damals genug Videos zu gemacht. Guckt in die Videobeschreibung, ich werde sie da verlinken. Könnt ihr euch gerne reinhauen. Ich habe da eine ganz strikte Meinung zu und diese Meinung hat sich seit der WM nicht geändert bei mir. Ja. Punkt. Mehr gibt's da von meiner Seite her nicht zu sagen. Nichtsdestotrotz, also nochmal, für mich super, Daumen hoch. Mehr als Daumen hoch, muss ich ganz klar so sagen.
dass da endlich auf die Fans gehört wurde. Und an dieser Stelle auch mal Hut ab an Herrn Ott. Ott hieß er, glaube ich, oder? Der letztes Jahr dafür Furore gesorgt hat und da auch von vielen, in Anführungsstrichen, Fans da irgendwie gehatet wurde, aus völlig dämlichen Gründen. Dumme Vergleiche da aufgestellt wurden. Auch das könnt ihr gerne in den Kommentaren zu den alten Videos gerne mal nachlesen, was da teilweise für dummer Scheiß stand. Ich habe damals schon gesagt, dass ich das vollkommen unterstütze, ihm völlig recht gebe. Der FC Bayern ist kein Verein, der für solche Werte stehen sollte, die nun mal leider das Land Katar vertritt, menschenrechtlich, frauenrechtlich gesehen. Da gibt's auch nichts dran zu diskutieren. Rund um die WM gab's dazu genug Dokus, genug Enthüllungen. Wie gesagt, das Thema müssen wir jetzt hier nicht wieder aufwärmen. Für mich persönlich ist das super. Natürlich, wir müssen jetzt nicht darüber reden. Keine Ahnung, es wäre jetzt Amazon auf dem Ärmel oder es wäre sonst irgendeine Glücksspielscheiße auf dem Ärmel. Natürlich ist das auch alles nicht toll, müssen wir gar nicht drum herum reden. Aber es ist immer noch alles besser wie, ja, für Sportswashing für ein Land wie Katar dazustehen, in meinen Augen. Und von daher für mich, ja, der einzig richtige Schritt, den der Verein machen konnte, ja. Und ein ganz, ganz wichtiger Schritt auf die Fans drauf zu. Ja, ich weiß, nicht auf alle Fans, viele Fans ist das scheißegal. Die sehen nur die Dollarzeichen, so wie jeder andere. Wir leben nun mal einfach in so einer Gesellschaft heutzutage. Gerade im Sport ist das ja, haben wir in der letzten Saison hinreichend durchdiskutiert, ja, dass die Spieler zu viel Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber wir sind der FC Bayern München, wir spielen im Konzert der Großen mit. Ja, wir spielen auch gegen Vereine wie Paris, Man City, die von Staaten finanziert werden und so weiter und so fort. Und man muss seine Seele nicht verkaufen. Ne? Und deswegen begrüße ich das, dass man das endlich beendet hat. Ja? Weil es war wirklich halt nichts anderes als Boardwashing. Ja, kommen wir da mal zu den Reaktionen, die ich bisher so gelesen habe. Wieder von ganz vielen hellen Leuchten auf der Kerze, auf dem Kuchen. Hellen Kerzen, so, ihr wisst schon, was ich meine. Dann so dumme Aussagen wie, oh ja, ich bin komplett dagegen, es sind 25 Millionen, die uns fehlen. Ja, I don't know. Ich könnte dieses Fass jetzt wieder öffnen. Ich lasse es zu. Ja. Es sollte doch wohl klar sein, dass wir als FC Bayern München nicht das Problem haben werden, da adäquaten Ersatz zu finden. Ja, vielleicht bekommen wir keine 25 Millionen im Jahr, vielleicht sind es nur 15. Selbst wenn es nur 10 wären, ja, dann haben wir 15 Millionen weniger Einnahmen durch Sponsoring, was aber nicht der Fall sein wird, wo es ja schon kommuniziert wurde. Das heißt, wir werden vielleicht irgendein anderes Sponsoring ein bisschen mehr einnehmen, also dass das aufgefangen wird. Aber selbst wenn das so wäre, sagen wir wirklich mal, wir würden nicht mehr wie 10 Millionen kriegen, was wir vorher hatten, bevor Qatar Airways eingestiegen ist. Was natürlich Schwachsinn ist, weil natürlich sich alles weiterentwickelt. Wir würden wahrscheinlich locker 15 von irgendwelchen anderen Dingern bekommen. Aber da soll es ja die nächsten Tage auch Infos zu geben. Und ja, selbst wenn wir auf 10 Millionen verzichten würden, ne, oder auf 15 Millionen, dafür, dass man ein etwas besseres Gefühl und sich wieder mehr mit dem Verein identifizieren kann. Also jeder, der Mitglied in diesem Verein ist, ja, was ja viele sind. Wir brauchen nur auf unsere Mitgliedszahlen schauen. Dem ist das halt vielleicht wichtig. Also mir persönlich ist es super wichtig, dass ich ja wieder mehr, ja, wie soll man das nennen? Stolz ist so ein schwieriges Wort irgendwie. Aber ja, dass man wieder das Trikot oder das Wappen mit mehr Stolz tragen kann und nicht ein Trikot sich kauft, wo auf dem Ärmel Qatar Airways draufsteht. Was ja,
was eine Firma ist aus dem Land, wo Menschenrechte mit Füße getreten werden. Aber wie gesagt, das Fass lassen wir zu. Ich begrüße das. Diese Aussagen, die man da liest, ist völliger Schwachsinn. Also man auch liest, ja, das sind 25 Millionen, die uns ein Top-Stürmer kosten würde im Jahr. Jetzt können wir uns keinen Top-Stürmer mehr leisten. Leute, Alter, entweder habt ihr alle keine Ahnung vom Business oder nochmal, wir sind der FC Bayern München und wir werden, ich meine, die Leute, die da sitzen, die haben ja auch eine Verantwortung gegenüber dem Club. Ja? Und die werden ja nicht einfach sagen, ach ja, wir kündigen das jetzt mal und wir haben keinerlei Ideen, wir gucken mal, vielleicht nehmen wir den Revo um die Ecke, der uns dann morgens die Brötchen umsonst gibt, als Ärmelsponsor. Ja, das ist ja natürlich nicht so. Leute, was denkt ihr denn? Also ich verstehe solche Aussagen immer nicht. Nochmal, für mich persönlich, selbst wenn es 15 Millionen weniger jetzt von, was weiß ich, Buxtehude Airways gibt, gehe ich da voll mit d'accord. Ja. Und nehmen wir jetzt mal den Fall, was komplett unrealistisch ist, aber diese Argumente, die immer kommen, ja, dann können wir uns einen Top-Spieler weniger leisten. Ja, dann können wir uns einen Top-Spieler weniger leisten. Habe ich persönlich gar kein Problem mit. Da muss man halt einfach mal so Spieler wie Serge Gnabry oder Leroy Sané mal vor die Tür setzen. Ja, das sind Spieler, die 17 Millionen verdienen. So, dann können wir einen von abgeben, dann haben wir das schon wieder eingespart. Das sind halt einfach dumme Aussagen von Leuten, die sich damit nicht befassen. Nochmal für mich eine super positive Entwicklung und auch das richtige Zeichen, auch gerade in dieser Phase, wo wir sind, wo man sagt, so das Mir ist am Mir-Gefühl ist ein bisschen da verloren gegangen. Ist es der richtige Schritt, ja? Meiner Meinung nach. Klar, wir müssen sehen, wer der neue Sponsor wird, aber da war schon irgendwie die Allianzgruppe und sowas, was man so gelesen hat. Müssen wir mal abwarten die kommenden Tage. Aber ich persönlich, aus meiner persönlichen Wahrnehmung, begrüße das sehr. Haut's mir gerne in die Kommentare. Ich habe extra versucht, das Video schön smoothie zu machen und nicht so in diese Katar- und Menschenrechte Gedöns wieder reinzugehen, wie ich es früher gemacht habe, weil es dann wieder komplett eskaliert, weil ich genau weiß, ja, dass 50% das so sehen, 50% scheißen halt auf Menschenrechte oder auf Frauenrechte oder LGBTQ-Rechte, brauche ich gar nicht erst mit anfangen, haben wir in einem anderen Video gesehen. Also von daher lassen wir das mal zu, das Fass. Für mich eine super Nachricht. Ich hoffe für den einen oder anderen von euch als FC Bayern-Fans auch. Und ja, ich denke, wir müssen nicht jede Sponsoring mitnehmen, nur um die letzte Million rauszuquetschen, um zu sagen, ja, wir wollen unbedingt mithalten mit Paris oder Man City. Kannst du eh nicht mithalten vom Finanziellen her. Das geht einfach nicht, weil da ganze Staaten hinterstehen. Guckt euch alleine an, was ein Mbappé verdient. Der verdient so viel wie unser ganzer Kader, Alter. Da brauchen wir nicht drum rumreden, ja. Da sind immer noch 2 verschiedene Welten. Nichtsdestotrotz spielen wir international eine gute Rolle und ich denke, wir werden auch mal wieder, wenn die Mischung stimmt im Team, werden wir auch wieder die Champions League gewinnen. Ja? Da müssen wir uns nichts vormachen. Und wenn man guckt, wie lange Man City jetzt gebraucht hat, von Paris mal ganz zu schweigen, sieht man auch immer noch, dass nicht nur Geld zählt im Fußball oder im Sport. Ne? Und von daher muss man nicht seine Seele für ein paar Millionen verkaufen. Das ist meine Meinung. Leute, kurz und schmerzlos, ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut mir sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, wer unser neuer Sponsor wird. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Und wer weiß, vielleicht können wir ja in einer Woche schon die große Harry Kane-Verpflichtung verkünden. Obwohl ich es nicht fühle und obwohl ich es nicht glaube. Aber das nur mal ganz kurz angerissen am Ende. Tschüssi.